Gdje Dunav ljubi nebo. Mislim da smo pronašli najljepše mjesto za opis pjesme Josipe Lisac. Nalazimo se na prelijepom starom Dunavu koji je prema mnogim stanovnicima ovog grada oaza odmora. A o kakvoj oazi odmora se govori, možemo reći u podatku da je kvadratni metar za stanovanje čak 10.000 eura. Napravili smo danas TV prilog o tome koje ljepote donosi periferija glavnog grada Austrije. Samo 7 stanica udaljena od strogog centra grada nalazi se oaza starog Dunava. Alte Donau je projektom reguliranja toka Dunava izgrađena 1875. godine i na najdubljem mjestu je duboka 6,8 metara. Pa, uglavnom ove godine češće dolazim zato što sam relativno skoro i došao, preselio se za Beč i ono što vidim ovdje je čisto uređeno, sređeno, a što se tiče same zaraze, pa trenutno ne razmišljamo o tome. Koliko vidim, Austrija se dosta dobro drži i što se tiče te preventive i sve ostalo, tako da osjećam se trenutno bezbedno. Meni jeste zanimljivo, meni se sviđa ovde i plaže su lepe i prosto, eto, neko novo iskustvo, tako da svakako kad dođemo sa društvom ovde zamena za plažu, ajde da kažem za more. Jedan od najposjećenijih restorana posljednjih tjedana je Strand Cafe, koji je ovdje radio od 1921. godine. Do današnjeg dana je ovdje iskorišteno preko 2000 gastrokupona u vrijednosti od 100.000 eura. Lokal s ukupno 800 mjesta nalazi se u blizini mosta na Alte Donau, gdje je bez rezervacije ljeti skoro nemoguće dobiti mjesto. Naja, momentan Touristen sind es halt nicht so viele durch das ganze Corona. Gastrogutscheine, ja, sind sehr viele mittlerweile gewesen, werden aber, was man auch merkt, schon wieder weniger. Und ja, es ist halt sehr anstrengend, mühsam natürlich ein bisschen und ja. Also ich schätze mal, es wird sich sicher nicht bessern, bevor das mit dem ganzen Corona vorbei ist. Also es wird sicher ruhig bleiben, das auf jeden Fall ohne Touristen oder sehr wenige Touristen, halt die was im Land sind natürlich schon da. Aber es wird sich sicher vor nächstes Jahr sicher nicht bessern. Also ich würde sagen, also zuerst zur Ansteckungsgefahr. Also ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Ich komme auch nicht wahnsinnig oft zum Baden. Heute hat es sich einfach ergeben, weil Freunde herkommen und man sieht sich nicht wahnsinnig oft. Und mit ein bisschen einem respektvollen Abstand kann man auf jeden Fall vorbeugen. Also ich komme hier gern, weil es ist nicht besser als Meer, aber in Wien kann man es sehr gut verwenden und auch verschiedene Bereiche hier. Und deswegen, es ist zwar viel los, vor allem am Wochenende, aber es gibt immer ein Plätzchen, wo man sich da einfach in Ruhe hinlegen kann und man kann es auch sehr gut zum Schwimmen verwenden. Also mir passt es sehr gut hier. So oft wie es geht, also auch nach der Arbeit komme ich auch sehr gern hier und auch ziemlich spät, ein paar Mal pro Woche. Also ich komme auf jeden Fall öfter hier an die Alte Donau, einfach weil das Wetter so schön ist und ich so lange auch im Frühling drin verbracht habe. Deswegen ist es auch einfach schön draußen zu sein und ja, ich habe Angst vor der Ansteckungsgefahr, dass ich mich anstecke, aber hier im Freien geht es eigentlich. Ich würde sagen schon, weil es ist hier in der Stadt. Man ist direkt wieder zu Hause. Man hat hier eigentlich alles, was man am Meer auch hat. Wir sind zum ersten Mal hier, zum ersten Mal in Wien auch, sind hierher gekommen, weil wir halt von Freunden gehört haben, dass man das sich auf jeden Fall anschauen sollte, da gut baden kann, wenn das Wetter, wie es in Wien manchmal ist, halt sehr warm wird. Und Ansteckungsgefahr, weiß ich jetzt nicht, ob es an der alten Donau schlimmer ist als in der Stadt. Wenn wir schon mal hierher fahren, dann
nehmen wir das Risiko natürlich auch auf uns. Und ich denke, das ist jetzt nicht höher hier als in München oder sonst irgendwo. Dementsprechend braucht man sich da jetzt auch nicht zu sehr zu besorgen über alles. Die Gefahr ist überall ähnlich, denke ich. Ja, also ich muss sagen, sie sieht sehr gut aus. Also anscheinend wurde dank Corona die alte Donau wiederentdeckt. Der Bootsverleih boomt sozusagen, also nicht nur bei uns, sondern gesamt alte Donau. Es gibt natürlich auch das Problem mit diesen ganzen Partygästen, die eigentlich nur hier sind, um Wirbel und Lärm zu machen. Es gab jede Menge Vandalenakte. Das hat sich jetzt aber Gott sei Dank wieder einigermaßen gebessert und ja. Naja, also ich muss sagen, wir sind auch sehr wetterabhängig und das Wetter war uns jetzt nicht besonders hold die letzten Wochen. Mit ein bisschen Glück werden wir jetzt noch ein bisschen was aufholen können, schauen wir mal. Aber ja, an und für sich läuft's, ich sag's mal so. Znači, jedan raj na zemlji u jednomilionskom gradu. Što se zaraze tiče, ne o zarazi uopće ne razmišljam i ne bojim se zaraze. Ja sam sama medicinar, radim i samo u medicinskoj branži. Klonim se ljudi, pridržavam se tih pravila i jednostavno ne razmišljam o tome, živim dalje svoj život normalno kao i do sada. Kakva mjesta bi mogli ovdje da savjetujete za naše čitatelje i gledatelje? Mjesta za kupače ili mjesta za vozit brodiće? Pa cijeli Stari Dunav u stvari ima svoju čar, znači prelijep je cijeli. Stari Dunav je jako velik, on je 8 km dužine. Ja mislim da svako može naći neki flek za sebe gdje se dobro osjeća. I recite mi, odakle dolazite, koliko dugo živite ovdje i zašto baš Stari Dunav? Dolazim iz Hrvatske, jednim dijelom iz predivne Slavonije, drugim dijelom iz Dalmacije, Šibenik, Knin, Drniš, Unge, Bung, znači onaj najljepši dio Dalmacije. I dugo sam obećao, već otprilike 20 godina. A Stari Dunav, ne znam, pronašla sam se ovdje nekako, to je stvarno kao da se nalazim u Šibeniku, kod kuće. We are ourselves from Norway and Denmark, but because of the United Nations, we were brought here to Vienna back in the early 90s. And then we decided to live very close because we love the water. We love, whether this is the sea or it is inland lake, it is something that is very soothing and calm for the soul. Na ovom prostoru se nalazi preko 40 ugostiteljskih objekata, 4 javna bazena, Alte Donau, Angelibad, Alte Donau i Gänsehaufel. Dužina ovog dijela Dunava je 200 nogometnih stadiona, a godišnje se broji oko 1,2 miliona posjetitelja.